Gesa Retzlaff ist ein plattdütschen Motor ob Hauchtouren. Tomins 3 Koordinaten ob der Sprog-kulturelle Landkort von Schleswig-Holstein trägt Nom. Retzlaff leitet das plattdütsche Zentrum für den Landesteil Schleswig. Sie steht den Niederdütschen Bühnenbund für und Anfang ist einsmal bei de jungen Lü von Löwenstedt. Dabei hätte Buren deren ut ein prünaffine Familie eigentlich mal ganz wat Anständiges lehrt. Hier ist Hallo Heimat, der Schleswig-Holstein-Schnack. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Gast bei Gesa Retzlaff in Viöl. Also wir sind nicht im Zentrum für Niederdütsch, da muss man vielleicht an denken, wenn man den Namen Gesa Retzlaff hört. Wir sind Gesa bei die Tahus in der graute Wohnstuf Anfang Januar oder mit Januar drob wir uns hier, der Dannenbaum steht noch. Ein paar Gemälde hangt an der beige Wand, eins ist obrühmt, ich hoffe nicht bloß darum, wie du besorgt von Heimatbund kriegen hast und Buten seid wie den nattgrisen Dach durch de boddenlangen Stubenfinster. Erste Fruchtgeser, wie von die schnackt, Viöl oder Viöl? Wie sing Viöl. Mit einem scharfen V führen. Süßwutsch. Und herzlich willkommen hier im Haus. Süßwutsch, hab wieder lehrt. Ja, man macht ja nicht mehr darüber schnacken, aber wie führt das Gespräch in Tiden von Corona? Kommt das nur Fogen dafür, dass du nicht nur Leck führst, nur die Arbeit im Zentrum für Plattdütsch? Ja, das kommt wirklich öfter für. Ich arbeite ja in Leck auch für mich allein. Also mir hält auch nichts unbedingt davon auf, ins Büro zu fahren. Aber ich kann inzwischen einen großen Teil von meiner Arbeit auch von Haus aus regeln, wenn ich mal meinen Laptop bei mir habe, wie mein Büro ähnlich auf der Tasche und dann kann das auch fast alles stattfinden. 3 Fragen stellt wie in dieser Reiche immer, wo neben bin ich, da überhaupt wie schnackt, wir sind bei die Haus und wo kein bin ich? Wo kein bist du? Ich bin Gesa, geboren in Löwenstedt für 51 Jahre richtig. In Lüttedörp in Nordfriesland, auf dem Burbetrieb, mit meinen beiden großen Geschwistern groß geworden, mit Plattdeutsch aus Muttersprach, Schenkränke von meiner ganzen Familie, von ganze Dörp. Bei uns ist das immer noch Dächli oder in Löwenstedt. Ich wohne ja inzwischen nur in Viöl, was der zentrale Ort von das Kachspiel ist, wo auch Löwenstedt gehört. Wo hier noch Feldschnackt wart und in Löwenstedt auch wirklich noch Straudensprach ist. Plattdeutsch ist für die Nosje wichtig geworden, was den beruflichen Bohnen anlangt, aber du hast mal was Ordentliches gelernt. Ja, liegt in Doppelte. Ich habe erst Bankkaufmann gelernt und das wird noch der Bankfachwirt dort drüben. Dann habe ich eine große Pause gemacht, um unsere Kinder erstmal die ersten Jahre zu betreuen und dann habe ich noch mal studiert, ob Lehramt. Und bin dann Realschullehrerin geworden mit den Fächern Mathematik und Textillehre. Und in Lob von mir Tiet in Milstedt an der Schule, an der Gemeinschaftsschule, Milstedt ist ein Vorort von Husum, habe ich das Glück hat, auch noch eine Wiederbildung zum Morgen zu darstellende Spiel. Und wir sind plattdeutsche Modellschule geworden in der Tiet, in der ich Lehrerin sein darf. Ich glaube, das trägt einmal einen ganz deutlichen Kreis im dat oder ja, im dat, wo wir die seid, darstellen das Spiel, wie seid ihr nicht bloß als Leiter von Zentrum für Plattdeutsch in Leck, du bist nur seit 1,5 Jahr auch Vorsitter von Niederdütschen Bühnenbund und du wiest du mir all 3 Finger. Das war der Titel. Meist 3 Jahre. Sieht meist 3 Jahre bist du der neue Leiter. Über all das schütt wie schnacken. Was mich nur allerdings interessiert, Textillehre. Ja. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, was ich überhaupt noch studiere. Also ich wäre 15 Jahre der Schule, als ich mein Studium abgenommen habe. Und habe ich erstmal so ein Schnupperjahr gemacht. Und ich schnuppert in Mathe, Physik und Textillehre. Und Textillehre habe ich ein für mich selber gemacht. Ich komme aus einer ziemlich grün-affine Familie, will ich mal so sagen. Ja, und als ich mich dann letztendlich entschieden musste für 2 Fächer, dann hat Textillehre gegen Physik gewonnen.
Und also das hart gegenüber den Verstand, mit Physik wusste ich, habe ich einen Stehsäger, aber dann hätte mir doch die Textillehre mehr lockt und das wäre für mich auch wirklich ein ganz tolle Studientitel. Also ist ganz modern und sehr prozessorientiert errichtet worden und habe ich besondere Zugänge kriegen, nochmal zu den Techniken, zu den Materialien und auch zu Museum. Ganz spannend. Glaubensfruch, Strichen oder was sagst du hier, Knütten? Ne, wie sagt tatsächlich Strichen? Ja. Strichen. Strichen, Weben, Häkeln oder nein? Wenn ich mir einen Utzeugen schule, wo ich als liebstes Strichwieren habe. Strichen. Ja. Das ist mein Liebste von den Dordenfähr, weil du anborn hast. Ja, wir versorgt ja so ein bisschen. Die Strümpling, du achten. Dann werde ich ja, was den Mann auf Weihnachten kriegen hätte. Hit riecht leider nicht so gern selber strickte Strümpfe, aber ich trage sie einfach so. Ja, und dann das Plattdeutsche. Löwen steht, wo kennt sich so ein Beitenutkind mit der plattdeutsche Kultur in Schleswig-Holstein kommt. An Löwen steht nicht vorbei, wie denkt an die jungen Lü von Löwen steht. Mit der Wiel 35 Jahre ault, bekannte Theatergruppe, damals Gründ von Tilla Lorenzen. Ich meine, im Mittelpunkt steigst du, ist ganz klar, wir schnackt über die Gese Retzlaff. Vorwort, Likastau, die Vorgängerspiele Jungen Lü von Löwen steht. Tilla Lorenzen. Tilla wäre min Norwefru und sie wäre ganz aktiv hier bei uns in der Region als Redakteurin unterwegs für die Husumer Nachrichten. Hat unglaublich viel in Blick hat in die ganze Region, hat durch ihre Tätigkeit durch ganz viel begleitet und da immer eine Affinität hat zu Orderspielen. Und hat uns im Grunde genommen ähnlich mal auf dem Erntefest anschnackt mit einem Flock junge Lüd. In Lömstedt wird das immer eine Tradition, dass es einen Einakter gäbe, bevor das Fest noch losging. Und das durch die Jahre haben das erste Mal so die Niekonfirmanden und beiden Öller, diese Einakter besträden. Und ja, sie wollen eigentlich gern ein Stück morgen in der Weihnachtszeit für die Landfrauen und wie wir natürlich so in Furt und da wollen wir hier gern und ja, ohne dass wir das Ort haben, wir das wirklich die Geburtsstunde von der jungen Lüd und Lömstedt. Das muss ja 1985 werden. Richtig, ja. Genau. Also, Gesa, du ein jungen Lüd von Lömstedt, von der ersten Stunde und du bist dann Tilla Feucht. Ja, aber erst ein ganzes Ende, Lord. Also Tilla hat uns ja ganz viele Jahre begleitet und kann Ihnen sagen, auch wirklich einfach fördert. Also ja, jedes Jahr womit wir uns auch wirklich entwickeln konnten. Immer dann anlegen, noch was Spannendes zu sagen. Sie wäre ganz früh dabei, hat ein eigenes Stück für uns schreiben. Auch, dass wir dann zu der Zeit, als wir eine unheimlich hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, Masse Jugendliche hier auch weggetrogen sind, um woanders Arbeit zu finden. Das hätte bei uns zu Hus das Stück. Das hätte sie da dann schon selber schreiben. Sie ist mit uns nach den USA reist und wir da ob zur Order-Tournee. Also wäre wirklich, wenn man da nur noch mal mit Abstand bedenkt, enorm, was sie auch sich Wort hat einfach und angehauen ist. Also wir haben, und ganz Masse von uns reden und sagen auch oft noch, was wir tun gut von hatten und was sie uns einfach auch mitgeben hat. Auch an Verständnis für unsere Sprache. Also die eine oder andere Schlüsselerlebnis ist auch durch diese Begegnung in Zusammenhang mit den Aktivitäten von den jungen Leuten entstanden. Das Plattdeutsch Meier kann als Schinken kloppen, die Großversammeln von. Genau, ganz gewaltig. Das als Themenfelder, aber auch Schlüsselerlebnis in dem Sinne von, also das kann ich für mich sagen, als wir in den USA wären, gab das ein Ereignis, den Deutsche Days in Iowa, in Davenport. Und da werden Lüd anreist, da gibt es so eine Schleswig-Holstein Heritage Society und die werden weit fort. Das habe ich dann, glaube ich, gar nicht so begreifen. Und die haben immer Ursprünge in der Rendsburger Gegend. Und die werden einfach nur kaum, weil sie lässt haben, kaum Leute, die da plattdeutsche Theater spielen. Und die wollen einfach nur mit uns schnacken. Und die rollten die Tränen und Gesicht, bloß weil wir haben einfach bloß plattdeutsch schnackt. Also, wir werden einfach auch noch so jung, dass wir, glaube ich, diese Dimension dann noch nicht fortkriegen haben. Aber da muss ich sagen, das wäre für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, boah, was kann Sprache? Also, was bewirkt, wo triggert die das? Ich will die noch, du bist so begeistert, aber ich will die noch mal anfangen.
Löwenstedt ist, du sagst, ein Gemein, wo man mal genauer hinkicken kann. Sprog ist noch normal. Das ist in anderen Gegenden von Schleswig-Holstein anders. Da kann man sich fragen, was sind die Bedingungen in Löwenstedt? Warum ist das da günstiger für den Sprog? Aber was ich just so interessant finde, ist, dass sie also wirklich modern Theater spielt. Als Laien. Laien im besten Sinn, ja. Sie sind als junge Lü von Löwenstedt, ein Dörpchenswo im Norden von Schleswig-Holstein. Letztes Jahr habe ich hier auch wieder ein aktuelles Thema abgegriffen. Super spannend. Du hast hier ein Fluchtgeschichte fiktiv mal umdreht. Vertell ganz kurz dazu. Ja, die Anregung dazu hat das gegeben und in Clip, der ein Mitspieler, Steffen Kielsen, obdon hat von Amnesty International. Und das wäre man so eine kurze Sequenz und da ging das um eine Perspektivwechsel. Da ging das irgendwie um, wie ist das, wenn man sich einfach mal in Steh stellt, nicht Menschen kommen und andere Regionen nach uns und sagen hier Schule, sondern die Bedingungen hier vor Ort wären so, dass wir hier weg möchten. Und wie mit Schulsögen in der Region und die Leute nun nach uns kommen. Das ist 2014 habe ich diese Clip das erste Mal sehen, hätte mir das erste Mal und dann hat das immer so ein begehrt in uns und wir haben dann noch so viel andere Teile, was wir noch in Schuh fahren und was dann erstmal noch wichtig wäre und das brugte auch ein Stot, bis das so rieb wäre, bis wir auch die richtigen Leute drauf haben, von denen wir das Gefühl haben, mit den Kunden wie auch wiederkommen. Also ein eigenes Stück zu schreiben, das wäre nichts, wo ich dachte, da muss ich unbedingt noch mal, das fühlte sich für mich nicht so an, ich glaube, da sögen wir uns lieber hin, die uns vielleicht irgendwie hilft. Und dann haben wir dann auch gefunden, Birgit Bockmann haben wir eine professionelle Schauspielerin und Regisseurin gefunden, die Lust haben mit uns zu das Thema zu arbeiten. Das wäre nichts fertig, also wäre wirklich so ein Experiment. Also wirklich die Geschichte, eine Familie ut Löwenstedt kommt in eine andere Region, in diesem Fall eine islamisch prägte Region und söcht durch sein Überleben tatsächlich. Ja, das ist so letztendlich beruht kommen. Sie hat dann einfach wirklich mit uns arbeitet und sagt, was würden die denn hier lohnen? Also das wäre auch ein ganz wichtiger Prozess für uns zu kriegen, was ist uns hier irgendwie wichtig und was tut uns vielleicht auch wirklich weh. Und dann hätte sie natürlich auch die Spieler kennengelernt und hätte uns das Stück auch zurecht mockt für das Ensemble. Das war dann just fertig. Ich glaube, am 4. März haben wir unsere erste vorsichtige Probe und trein doch Lorda haben wir die Schnitt. Und dann sind wir bio und haben wirklich immer gucken, wie viel letztlich schon morgen, bis wir uns so annähert haben, ein Probenszenario uns vorzustellen in der Corona-Bedingung, also auch Bühnenbedingungen, ob Abstand. Wir haben 3 Geschwisterpaare, die das Schelten werden wart, aber das ist schon nochmal eine ganz andere Inszenierung geworden, als war das vielleicht geworden wäre ohne diese besondere Konstellation. Aber letztendlich hat uns das irgendwie nur noch viel mehr zusammenschweißt und Ansporn. Wir wollen unbedingt, dass das was war, dass das fertig war. Und wären so froh, dass wir das tatsächlich auch in den September gut bringen können. Und wir haben noch hier Schnitt morgen muss und haben nun noch für in den Mai nochmal das Welle abzunehmen. Aber wir werden natürlich auch immer unter diese besondere Bewusstsein, alles was wir morgen, ist nicht selbstverständlich. Das haben noch mal, weil er diese zusätzliche, hat er irgendwie gar nicht gebraucht, mit der Thematik und alles. Aber das, wie dann Stunden letztendlich und wie Sturm für Publikum spielen, das haben noch mal so was ganz, boah, ist das schön, das wie hier sind und das Jäm auch da sind, weil das ist doch das, wofür man doch mag. Dass man diese Spiegel auch hat. Kann man natürlich sagen, schon, dass das so was als so eine Pandemie braucht, das noch mal Werttaut schätzen. Das ist wahr, ja. Ja, also wir haben über einen Lüttendale von das, was ihn hat, utfüllt, schnackt, der jungen Lü von Löwenstedt. Wir können noch viel über den Niederdütschen Bühnenbund schnacken, denn du für Sitten da ist. Korre Fruch, Gesa, worum überhaupt Plattdeutsch Theaterspiel? Was ist für die das Wichtigste an Plattdeutsch Theaterspiel? Worum lohnt sich dein Engagement? Oh, von Hüt und Sehen, mit all meiner Erfahrung, engagiere ich mich auch deswegen auch in diese Funktion so dafür, weil ich das Plattdeutsche Theaterspiel für ein ganz wertvolles Feld hole, um diese Sprache zu begegnen und zu beleben. Sie das als die das erste Mal bloß konsumiert. Und
vielleicht sogar überhaupt oder Spiel an sich mal den Zugang findet, indem wir erstmal in der Dorde Runde vertraut wart mit oder Spiel, ob Dörp oder wo auch immer in der Gemeinschaft. Und für die dann nachher auch nochmal den Schritt auf die Bühne tun, ist dann eine große Chance, sich aktiv auch nochmal mit der Sprache zu beschäftigen oder eher zu begegnen, wenn man das nicht schenkrein hat, anderswo. Und gar nicht zu schnacken von das, was Theaterspiel so oder so mit sich bringt, ob nur Hauchdeutsch, Französisch oder sonst was. Genau, also ich bin hier wirklich von ganz achten Anfang, das sind so diese funktionellen, wo ich weiß, das ist auch so viel wert für die Sprache. Wenn ich das sonst für mich sagen soll, ist das einfach auch ein Feld, ob da man so viel Gelegenheit hat, sich zu probieren, sich zu entwickeln, in Charaktere, sich versuchen, in zu denken und zu leben, die gar nicht ins eigen sind. Vielleicht findet man manchmal das ganz spannend, dass da doch was von Inseln bin ist. Das Teamerlebnis, also Theater ist hier Verabredung, man muss sich verlotten können, mit dem man spielt. Jeder kann nur so viel geben, wie der andere auch rumlött. Das ist auch so von der Sozialkompetenz her ein ganz wertvolle Bild den Menschen. Ja, unbedingt. Also für mich sind ein Frau, die intensiv mit der Hand in Gang ist, vertellt, die mich ganz mit chlorste funkeln, glinsternden Augen ankickt und die wirklich begeistert ist von das, was sie deit. Wir sind allmählich wie die dritte Frucht, der wir immer stellen wird, worum Heimat pläch. Also ich will nur den Engagement für Plattdeutsch einfach mal mit in einer Heimat pläch packen. Da müssen wir gar nicht lange schnacken über die Arbeit als Leiter von das Zentrum für Niederdeutsch in Leck. Das ist ja ein Konstrukt, da ist ein Förderverein im Achtergrund, der die trägt. Und dafür hast du auch den Utbilden haben müssen als Schulmeister. Da ist das Land Schleswig-Holstein, das mit Trägen deit. Was muckst du da? Du bietest Seminare an, ist das den Haupt? Das ist auf jeden Fall ein von der Hauptstränge. Das Zentrum gibt das nur also so ein 20 Jahre. Ich mag das jetzt 3 Jahre und habe eine ganz tolle Afdeel an. Als ich da angekommen bin. Nämlich Fortbildungsschwerpunkte in Richtung frühkindliche Bildung. Also für Leute, die Sprache in den Kitas tragen. Insbesondere natürlich die Fachkräfte, die immer da sind vor Ort. Da bombt das am meisten. Aber auch Masse Ehrenamtler engagieren sich auf der Dorde Flak. Und da hat mein Vorgänger Ingvar Olsen so ein Fortbildungsreich, so ein Format mit anderen zusammen gut klamüstert, dass man da so richtig einmal rundum gut ausgestattet war mit Grundlagen und mit das Wissen, worum und wie man die plattdeutsche Sprache gut an den Lüdemann bringen kann. Das sind dann also auch ganz kreative Titel, so aus Plattklön. Ja, das kommt noch dazu. Also das ist nur so die Fortbildungsrecht für die Groden. Ja. Also das wie auch kiegen natürlich, wer will, jenseits von den schulischen Bildungswege, vielleicht sich doch nochmal beschäftigen in Volkshochschulen oder in Krings, in irgendwelche Vereine, als so ein AG oder so, damit man einfach ein paar Anregungen hätte, damit man so ein Lüdebecken Wagtüchkuffer hätte, dass man vielleicht das Wort, das anzufangen oder die eine oder andere Anregung kriegt, das noch mit abzunehmen, in das, was man liegt am Markt, in so einem Krieg, wenn er besteht. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund in Gespräch mit Gesa Retzlaff, Leiter von Niederdeutschen Bühnenbund und von Zentrum für Plattdeutsch für den Landesteil Schleswig in Leck und ein paar andere Soken mogt sie noch. Ich sei also ein Buren, deren oder Nächte von Löwenstedt, die Plattdeutsch obwast, die ihren Weg mogt als Bankkauffrau, denn noch ob Lehramt studiert, die denn das, was er immer viel gegeben hat, vielleicht auch anstört durch die Erfahrung, die sie mit der Spruch Plattdeutsch durch die jungen Lü von Löwenstedt, also diese freie Theaterspielergruppe, mogt hat, sich hüt beruflich ganz doll im Plattdeutsch bekümmert. Das Bild ist ja so stimmig in sich. Wenn wir mal Plattdeutsch ganz besiegt lot, was gibt das noch an Sogen, die Person Gesa Retzlaff wirklich ton Schwingen bringt? Also wenn wir nun mal das
textile Gestalten auch weglot. Dann bin ich beschenkt mit Mann und 2 Kinder, die viel Anteil nehmen an mein Eigentum und mir Anteil nehmen Lotten an Emmelem. Das ist natürlich ganz schön. Die sind inzwischen so groß, dass sie nicht mehr wie Hus wohnen. Aber sie liegen so wie uns alle füreinander interessieren. Also so, wir haben nur just wie nach und achter uns. Also das Schönste ist ja wieder einfach Moment Titem und kommen zu schnacken und uns weil er liegt für zu bringen, was also buntes Beleben in Leben. Ich tanze gern mit meinem Mann zusammen, wenn man das noch als einen Punkt nehmen will. Wo tanzt Sie in Tiden von Corona? Wir haben tatsächlich einen Tanzkreis, der nur jemand ziemlich inschränkt zusammenkommen kann. Und in der dort Lok, wo wir die Leute Lockdown haben, da haben wir tatsächlich einfach mal ein paar Privatstunden genommen. Das durften nämlich sein. Wir beiden kämen dann gut in den Husstand und unsere Tanzlehrerin käme gut in den Husstand. Ja, aber seitdem wir die scharfe Lockdown haben, möchten wir damit auch pausieren. Aber wir können ja noch für, ne? Und damit komme ich noch einmal zu meiner dritte Frage. Die heißt ja, worum Heimat Pleich, das ist für die all der Pleich von der Spruch, von der Heimat. Was schall das eigentlich? Du setzt die tierisch in für Plattdeutsch. Worum? Für mich ist Plattdeutsch, also Heimat an sich, wenn wir von dir Wort will ich mal anfangen, ist, aber sehe ich für mich mit Tuhus. Mit alle Aspekte, die Tuhus so auch von Gefühl her utfüllen kann. Und für mich ist Plattdeutsch ein Stück Tuhus für unterwegs. Also das, wenn ich unterwegs bin, wir haben jetzt immer für ein paar Jahre in Ostfriesland mal Urlaub gemacht, dann springt mir das richtig an, wenn ich das irgendwo höre oder wenn ich was lese oder so. Das schafft für mich Verbindung und Nächte einfach. Also das ist so mein, so bündel ich das. Also für mich ist mein Muttersprach mein Tuhus für unterwegs und überall. Und das ist der Satz, den ich gaut in der Ankündigung für diesen Podcast nehmen kann. Plattdeutsch ist für er Heimat Togau. Kann man dazu sagen? Ja, das ist gut. Du kannst ihn nehmen Tofo für Tofot. Ja, Gesa, wie seid uns und schnackt uns hier in den Meeren von Januar. Das Jahr ist jung. Wünsche für haben 2021 oder erstmal den Süg abwettern. Ich würde bei alles im Betten ja sagen. Was hier auch, du selbst für schon mal so, mal schauen, wenn so eine Pandemie brucht war, um das eine oder andere nochmal in den Blick zu nehmen. Ich habe in den meisten Fällen Wünsche oben, außer dass wirklich, weil er hier so der Ohldach möglichst gut geht. Ich wünsche das ganz besonders die Familien, die mit Kindern zu Hus sind, also da weet ich mir in den absolut privilegierten Loch in meine jetzige Lebensphase, wo ich ähnlich mir überwiegend bloß um meine eigenen Sorgen zu kümmern habe. Und die Familien, die ich so bemühen, hier bei uns auf Dörp, drückt man Jog, ob es Straße oder ein oder andere, die haben mir größten Respekt und Anerkennung und die wünsche ich ganz besonders doll, dass ich das so gut lockern lött, dass die auch knöpf sammeln. Ich glaube, momentan sind die ziemlich ob Reserve und leben, was das angeht, und möchte leben über emme Verhältnisse. Da wollte ich sagen, ist glaube ich mir gerade zu Wunsch. Sagt Gesa Retzlaff, Leiter von Zentrum für Plattdeutsch für den Landesteil Schleswig-Leck. Herzlichen Dank, dass du uns empfangen hast hier. Du hast in Diene Feierwand. Danke für den kleinen Schnack. Danke dir, Jan.